Für das erste Mal ist alle Guten herzlich willkommen zurück. Nur eine hoffentlich flotte und erholsame Vakanz. Ich hoffe, ihr habt all eine schöne Zeit mit Familie und Freunden. Und ihr habt gerade so wie ich Batterien können abladen für die Aufgaben, die bei uns zukommen. Hier im Europaparlament ist die Vakanz schon seit 3 Wochen rüber. Und wir schaffen es an den einzelnen Kommissionen auf Höchsttouren. Das Sujet von meiner ersten Emission oder Rentrée, die könnt ihr ganz bekannt für Türkei. Schon nicht, ja, leider. Aber es gibt einen guten Grund dafür. Als Nopere scheinen wir auch der Meinung zu sein, dass wir mehr hart gegen die Türkei durchgreifen. Du hat alle Debatten am Kader von deutschen Wahlkampf führen. Und da hat Martin Schulz deklariert, er will Beitrittsverhandlungen mit der Türkei stoppen. Und Kanzlerin Angela Merkel hat eine mehr harte Linie gefordert. Aber wie viele rote Linien muss die Türkei danach überschreiten, bis auch als Lützeburger Regierung anerkennt, dass die Türkei absolut nichts mit der Europäischen Union zu tun hat und dass sie abhalten soll, nach immer weiter mit der Türkei zu verhandeln. Das Außenministerium in Deutschland hat gemeldet, dass 55 deutsche Staatsbürger, darunter auch Journalisten, an der Türkei verhaftet wurden, an die Prison kommen. 12 davon wurden, wie es heißt, wegen ihrer politischen Handlung festgehalten. Sie kommen bei der Großzahl von Journalisten, Politikern, Beamten, Universitätsprofessoren, leider aus der Zivilpopulation dabei, die an der Vergangenheit schon vom Erdogan-Regime verhaftet wurden. Der deutsche Außenminister sagt auch, die Leute sollten vorsichtig sein bei Reisen an die Türkei. Es wäre vielleicht interessant zu wissen, was dann der Lützeburger Außenminister dazu sagt. Bisweilen nicht. Für was werden wir eigentlich nach immer, ehe wir agieren? Die Europäische Union mischt 40% vom türkischen Außenhandel aus. 2/3 von allen ausländischen Investissementen an der Türkei kommen aus der Union. 1/3 von allen Touristen an der Türkei sind Europäer. An 2,8 Milliarden von den ganzen 3,8 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe, die die Türkei all Jahr kriegt, kommen aus Europa. Wir müssten doch direkt abhalten, Milliarden Euro und Türkei zu bezahlen am Kader von Beitrittsverhandlungen, die meiner Meinung nach nie zu einem Beitritt werden feiern. Das Europaparlament hat sich positioniert. Klar, aber mehr wie ein Kehr. Und die Europadeputierten verlangt, Beitrittsverhandlungen direkt anzufrieren, keine Suche mehr fließen zu lassen. An demselben Sinn hat auch die CSV eine Resolution an der Chambre erbracht, für die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei anzufrieren. Die Resolution wurde aber von den Regierungsparteien so verwässert, dass sie den Papier nicht mehr wert ist, wo sie drauf steht. Für was? Weil der Außenminister nicht gewillt ist, an diesem Dossier dezidiert durchzugreifen. Für als eigene Kredibilität muss Schluss sein mit so einem Wischiwaschi. Es ist Zeit für klar und bestimmte Aktionen. Zeit für zu weisen, dass es darum geht, als Werte zu stärken, und zwar mit allen Konsequenzen. Ich gebe mir wünschen, dass die Lützeburger Regierung Gas stehen und nicht auf der Bremse.